Ich habe in der teuersten Stadt Europas gelebt. Abfahrt, let's go! Wer in meinem Video über die bulgarische Hauptstadt Sofia gut aufgepasst hat, der weiß, in der Schweiz zu leben ist aufgrund der starken Wirtschaft des Landes teuer. Ziemlich teuer. So teuer, dass viele Schweizer regelmäßig über die Grenze fahren, um in Deutschland einkaufen zu gehen. Schummeln geht bei mir aber heute nicht. Ich werde in Zürich, der größten Stadt der Schweiz und der teuersten Stadt Europas, leben und bin gespannt, inwiefern sich mein Geldbeutel darüber beschweren wird. Let's go! Was? Er lebt? Das ist mein Ohr geschrien. War das laut oder was? Sehr laut. Wie lange lebt er? Das sehen wir gleich. Ah, das ist schon noch wichtig. Ja. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert super gerne diesen Kanal. Mein Ziel bis 2022 sind die Viertelmillion Abonnenten. Aber ist gut geschnitten, oder? Checkt auch meinen zweiten Kanal ab, da kommen jeden Tag Videos. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Über Heidelberg. Wow, allein schon der Bahnhof Oha, der hat die gleiche Schuhe wie ich. Der Mann hat Geschmack, ne? sieht reicher aus als Deutschland. Alter, was? Hier ist alles clean. Im Bahnhof sieht es aus wie am Flughafen. Krass. Das ist schon mal das Erste, was auffällt. Ja, der Bahnhof ist geil, aber es ist nicht extrem. Es geht. Es geht. Also, Der Bahnhof da in Südfrankreich war besser. nee. In Südfrankreich war der Bahnhof nicht Doch, der besser. eine da. Nee. In Avignon. Nee, der war nicht besser. Nee, auf gar keinen Das war Fall. der geilste Bahnhof, den ich je gesehen habe. Gerade was passiert, und zwar habe ich schon mal meine ersten 50 Euro verloren. War natürlich klar, dass mit Tollpatsch sowas passieren musste. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass Schweiz nicht zur EU gehört. Heißt, ich habe auch kein Datenvolumen dort und ich habe mein Datenvolumen, während wir über die Grenze gefahren sind, angelassen. Ja, wie kann man so dumm sein? Hat er vergessen? Ey, Vanjo hat das genau gleiche Problem schon gehabt. Der hat auch vergessen, dass in der Schweiz keine Euros sind und dass wir nicht in der EU sind. Das heißt, dass das Ja. Datenvolumen in der Schweiz nicht zählt. Was? Ja, stimmt. Ja. Ja, aber Was die ist haben denn das auch vergessen, passiert? ja. Ja, Dings hat's komplett vergessen. Wie heißt der? Evanio. Komplett vergessen. Wie kann man so blöd sein? Wir sind gerade in Basel angekommen. Eine Sekunde später direkt 50 Euro Rechnung, bevor ich das überhaupt ausschalten konnte. Und jetzt habe ich auch kein Datenvolumen. Das heißt, ich muss mich hier erstmal ohne Internet orientieren. Und das ist sehr schwer als abgehobenes Stadtkind. Aber ich schaffe das schon. Jetzt erstmal zum Hotel. Hey Freunde, ich habe es gerade erst gecheckt. Ich befinde mich hier gerade noch am Bahnhof. Und der Bahnhof ist auch gleichzeitig ein Einkaufszentrum. Junge, das ist so krank. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Hä, doch. In Berlin, der Hauptbahnhof Oh, ja. in Berlin, der hat ja auch, das ist ja auch gefühlt ein Einkaufszentrum, oder? Ja, und sehr clean. Clean Man, Motherfucker, Also, Alter, ja, das ist auch schön. Als wir um 2 zurückgefahren sind, haben sie es geputzt. Alles. Putzkräfte haben Ja. die Rolltreppen geputzt. Alles. Es war Ja. wirklich clean. Also, dass man am Bahnhof einkaufen kann, ist jetzt nicht so was Krasses, würde ich sagen. Wenn wir reagieren. Nee. Ey, no joke, ich habe das echt selten, aber ich enjoy gerade wirklich jede Sekunde hier zu laufen. Es fühlt sich irgendwie so, es fühlt sich wirklich reich an, es fühlt sich schön an, es fühlt sich sauber an. Alle Häuser sind perfekt. Ist, keine Ahnung, schwer zu beschreiben, aber ich habe lange nicht mehr... Einfach schön. Ich bin natürlich gespannt, wie die Hotelpreise sind. Wenn wir uns jetzt mal... Ich glaube, die Deutschen haben schon ein sieht krasses genauso- Bild. es Die sieht- Deutschen haben schon ein krasses Bild von der Schweiz. Also, es Aber ist... in Deutschland sieht es auch so aus. Heidelberg. Ja, es gibt auch schöne Städte, ja. Aber auch Evanio, als er da war, der hat so von Ja, der aber Schweiz Evanio sieht- geschwärmt. Wahrscheinlich in Deutschland geht nie raus. Doch, der ist immerhin in Hamburg, aber Hamburg ist halt auch ein Ja, Drecksloch. Hamburg, ja. Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Düster. Düster, ja, einfach düster. Aber hier auch. Zurückerinnern, in Sofia hat eine Hotelnacht in einem 5-Sterne-Hotel mitten im Zentrum 50 Euro die Nacht gekostet. Wir machen das gleich in Zürich, da wollen wir natürlich auch sehr zentral wohnen. Wenn wir hier auf niedrigste Preise gehen, dann sehen wir hier schon, es fängt schon bei 39 Euro an bei einem Bett im Frauenschlafsaal. Ab 101 Euro. Pop-Up-Hotel Krone Zürich. Sehr zentral gelegen, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke, das wird unsere Bleibe für 101 Euro. Krass, und es gibt wirklich nichts Billigeres. Boah, wenn du richtig im Zentrum sein willst, 250 Meter, dann kostet schon eine Nacht 175 Euro. Junge, das sind geisteskranke Preise. Doppelt so teuer als in Sofia. Und nicht mein eigenes. Ja, Sofia Ja. ist halt eine ganz andere Nummer. Nein, aber 100 Euro die Nacht ist absolut im Rahmen, oder nicht? Ich weiß nicht, ich glaube Ja, für aber Deutsche, du- Nein, nicht. auch in Deutschland, als wir geguckt haben für in Freiburg, waren die Preise auch da. Ja, stimmt. sogar höher. Ja, stimmt. Okay, stimmt. Nein, 100 Okay. Euro, oder? Eigenes Bad. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir buchen.
Ja, kann man machen. Also die Rezeption war auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. War richtig gechillt drauf. 90 €. Ist zwar ein komplettes Standardzimmer, gibt nichts Besonderes. Ich zeige es euch gleich mal genauer. Aber direkt zentral, ne? Also ich kann wetten, ich habe es noch nicht gesehen. Die Aussicht ist phänomenal. Geil. Also, Ja, okay. Ja, trotzdem schön, ne? Also ihr habt eigentlich schon alles vom Raum gesehen. Hier ist ein Kleiderständer, Licht. Perfekt. Dann haben wir ein sehr, sehr großes Bett. Passt auf jeden Fall. Mit dem Schreibtisch, Waschbecken. So, und wenn ich pinkeln muss, geht's. Ah, ne. Hier ist eine Dusche. So, und wo kann ich pissen gehen? Ah, hier. Hier kann ich dann pinkeln gehen. Tatsächlich konnte ich in diesem Hostel semi-gut schlafen. In der ersten Nacht waren um 7 Uhr morgens irgendwelche Bohrarbeiten. In der zweiten Nacht war irgendwie eine Party, habe ich das Gefühl, so laut war das. War auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Was jetzt wahrscheinlich die meisten von euch interessiert, wie schmeckt das Essen in Zürich und wie teuer ist es wirklich? Ich habe extra noch nichts gegessen und ich habe mies Hunger. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum mit Abstand besten Döner in Zürich. Also laut Google-Bewertungen und Internetseiten und sowas. Ist ein bisschen mehr außerhalb, also nicht direkt hier in der Stadt. Deswegen können wir auch mal direkt gucken, wie viel ein Straßenbahnticket kostet. Tatsächlich sind die Preise für öffentliche Verkehrsmittel gar nicht mal so teuer. Ich habe mir direkt ein 24-Stunden-Ticket gezogen und es hat 8,80 Franken gekostet. Okay, wir sind da und das sieht nicht aus wie eine normale Dönerbude, Freunde. Es sieht aus wie ein 5-Sterne-Restaurant. Fuck. Ich hätte gerne einen kleinen... Ah, das ist dort, wo Evanjo war, der teuerste Döner. Aber das ist halt auch ein bisschen unfair, weil ich glaube, er nimmt jetzt wirklich einen der teuersten Döner der Schweiz auch. Aber okay. Klassischen Fladenbrot mit Feta-Käse und Pommes im Kebab. 26 Franken, bitte. Du hast hier diesen Code, du kannst dich jetzt irgendwo hinsetzen und du siehst es auf dem Bildschirm. Ja. Wenn der Code auftaucht, dann kannst Digga, aber nee, 26 Franken ist es gibt keinen anderen Döner, der in der Schweiz 26 Hödensäcke kostet. Gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Kein einziger Döner kostet so viel. Schnallt euch an, normalerweise mein Döner, den ich esse, ein Zehner. Das ist auch schon viel. Ein Zehner ist auch schon viel. Ich zahle meistens aber 10 bei meinem. Es gibt auch viele mit 8, aber unter 8 gibt's fast nicht. nein. Unter 8 gibt's eigentlich nicht. Aber in über Deutschland 10 auch nicht. Aber in Deutschland dann trotzdem so 4,50. Das ist dann trotzdem schon ein krasser Qualität. Unterschied. Ich glaube es nicht mal unbedingt die Qualität. du holen gehen. Aber das ist Okay, perfekt. Dankeschön. Gibt keinen Döner, der so teuer ist. Okay, wir haben hier nicht das typische Dönerbrot wie in Deutschland, sondern halt eher so dürremäßig. Das Brot hier ist knusprig. Das Fleisch ist auf jeden Fall Standard. Ist nichts Besonderes, es ist nicht irgendwie knusprig oder so. Salat ist frisch, Zwiebeln. Hä? Aber schau mal das Fleisch an. Das ist nicht Das ist eine Frechheit, Digga. Ich glaube, also ich weiß es nicht, ich kenne Und mich der nicht aus. Teig auch. Aber das Fleisch, das ist ja so Hackfleischmäßig. Und das ist nicht dieses Richtige. selber geschichtete und dieses frische Fleisch. Das ist es nicht. Wenn das gekaufte Hackfleisch ist von irgendwo, dann Nein, also ist das selber eine gehackt. absolute Frechheit. Aber es ist nicht der richtige Döner, oder? Dönerspieß. Weiß ich halt nicht. Die Soße ist sehr, sehr lecker, sehr, sehr intensiv. All in all ein sehr solider Döner, wenn man das so nennen kann. Ja, aber der Preis stört mich halt, ne? Wie gesagt, die Rezensionen waren sehr, sehr gut, aber es war jetzt wirklich nicht der beste Döner, den ich je gegessen habe, so. Es tut mir leid an alle Schweizer Freunde da draußen. Mir haben auch viele auf Instagram geschrieben, dass ich genau in dieses Restaurant gehen soll, weil es sehr lecker ist. Es ist auch lecker gewesen, aber es war nicht so Bombe, wisst ihr? Ich muss aber sagen, die Bedienung und die Location waren eine 10 von 10. Es war geisteskrank, wie schön der Laden war und modern eingerichtet und so. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Natürlich habe ich mich auch für euch geopfert und mich gefragt, wie das richtige Fastfood in Zürich schmeckt. Ey, vor 2-3 Stunden, es ist gerade mal 21 Uhr, war es hier noch übelst voll. Und jetzt ist gerade gar nichts los. Es ist zwar Montag, aber die Stadt ist wie tot. Einfach leer alles. Ja, in der Schweiz immer. Gefühlt auch so die größte Stadt der Schweiz. Ab 8 Uhr ist alles geschlossen. Jeder Lebensmittelladen, alles ist geschlossen. Und niemand ist mehr unterwegs. Ja. Ab 8 Uhr ist tote Hose. Ja, wirklich. Digga, es ist wirklich. Aber in Deutschland, jede Stadt, gefühlt Berlin, immer was los. Oh, immer, ja. immer Leute irgendwo. Immer. In Das stimmt. Zürich nie. Ich bin der Einzige hier. Ja, mal gucken, ob ich noch was zu essen finde. Oh, guck mal, wie schön, Alter. Junge, ich komme nicht klar, diese Gebäude, Mann. Warum sieht das alles so krank aus, Leute? No joke. Nein.
Eigentlich wollte ich Real Rap in diesem Video McDonald's nicht testen, aber viele Zuschauer haben sich das mal gewünscht, um zu gucken, erstens, ob das halt anders ist und zweitens, ob es teurer ist. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wer hätte es gedacht, McDonald's ist in Zürich teurer. Was ich auf jeden Fall schon mal gemerkt habe, hier in Zürich gibt es auf jeden Fall viel weniger Auswahl als in Deutschland. Wir zahlen hier 12,50 Franken für ein 6er Chicken Nuggets Menü. Ich habe direkt mal nachgeguckt, in Deutschland kostet der Spaß 7,39 Euro. Cheeseburger genauso, kostet hier 2,70 Franken. 2,70 Franken für dieses kleine Penis-Ding. In Deutschland kostet der momentan 1,89, was ich auch nicht gedacht habe. Kennt ihr noch die Zeit, wo Cheeseburger noch 1 Euro gekostet hat? Und noch eine Apfeltasche habe ich für 2 Franken. Kostet in Deutschland 1,50, also alles teurer. Geht noch, sage ich jetzt mal. Insgesamt habe ich genau 20 Franken gezahlt. Ist zum Glück nicht doppelt, dreifach, vierfach teuer. Ist halt McDonald's, ne? Können die, glaube ich, auch nicht bringen. Aber wir machen jetzt mal kurz den Speed-Geschmackstest. Er geht einfach in der Schweiz zu McDonald's. Aber jetzt abgesehen von McDonald's, das kostet überall gleich viel. Aber Nein. Zürich ist trotzdem die teuerste Stadt der Schweiz. So zum Leben und Hotels und so. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht extrem repräsentativ, aber ja moin, Digga, der Titel ist, ich habe in der teuersten Stadt Europas gelebt. Wie kann man so blöd sein wie ich? Vielleicht stimmt's ja nicht. Ich sag noch so. Ja. Ja, aber man muss auch bedenken, das ist die teuerste Stadt. Steht einfach im Titel. Das wird eine Wie Reaction, lange das dauert gibt's das nicht. Video noch? Hast du keinen Bock mehr? Doch. Ich hab Geiles Hunger. Video, oder? Cheeseburger for real, glaube ich, kleiner. Das ist meine Hand. Ja, safe, Alter. Nee. Schmeckt 1:1 gleich. Pommes schmeckt 1:1 gleich. Nuggets schmeckt 1:1 gleich. Braucht man nicht viel drüber zu reden. Man zahlt mehr. Standard in der Schweiz. Wir gehen zur nächsten Food Location. Ich habe hier gerade dieses schöne kleine Café entdeckt. Green Gorilla. Drin sieht es, glaube ich, richtig schön aus. Ich zeige es euch gleich mal. Ich denke, hier bekommt man gutes Frühstück. Deswegen gucken wir mal. Green Gorilla, Digga. So, danke dir. Enjoy. Sie hat einfach Danke dir gesagt. Das habe ich in Deutschland noch nie so gehört. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall war, aber jede Person, die ich da getroffen habe und mit der ich geredet habe, war so zuvorkommend und nett. Das ist unglaublich. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich fand das Konzept und das Café an sich so nice, dass ich mir direkt für 8 Franken noch einen Smoothie geholt habe. Support war auf jeden Fall da. Von außen habe ich dann noch einen richtig coolen Bubble-Tea-Laden gesehen. Musste ich natürlich unbedingt probieren. Wow. Schmecken, ne? Dankeschön. Ciao. 8 Franken für eine kleine Portion Bubble Tea. Also schon mal doppelt so teuer als in Deutschland. Aber ich hoffe, ich stehe nicht in der Sonne. Schmeckt aber gut. Okay, schmeckt genauso wie in Deutschland. Nicht schlecht. Aber die Location mal wieder 10 von 10. Als letztes auf meiner Foodliste stand noch das typisch traditionelle Schweizer Essen. Ich stehe hier gerade genau vor dem Zeughauskeller. Das soll das traditionelle Schweizer Restaurant sein. Sieht auf jeden Fall teuer aus, aber ist auf jeden Fall sehr gut besucht. Wir sind gerade mitten in der Golden Hour. Ich gehe mal 3 Meter exakt nach vorne und zeig euch mal, wie es gerade hier ausschaut. Das ist wirklich magisch. Ich glaube, der ist schon ein bisschen verliebt in Zürich. Aber ich finde Zürich so eine schöne Stadt. Es geht. Du findest wirklich, es geht? Ich finde es doch schon eine schöne Stadt. Das muss man schon sagen. In der Schweiz, wenn du zum Bäcker gehst, dann sagst du nicht, ich krieg ein Croissant, sondern du sagst, ich hätte gerne ein Croissant. Oder könnte ich dieses Croissant da haben, so mäßig. Aber man sagt nicht, ich krieg. Hä? Ist dich verarschen oder was? Das ist unhöflich hier. In der Schweiz sagt man, könnt ihr nicht das Gipfeli haben? Genau so. So. Ey, das ist doch wirklich geisteskrank, oder? Hier ist alles so schön. Das Essen hier erinnert mich auf jeden Fall an so deutsches Essen, so Hausbrauerei mäßig. Hausspezialitäten, Kalbsleber, Wiener Schnitzel. Sehr interessant. Kann ich das Kalbsgeschnetzelte haben, züricher Art mit Rösti? Sehr schöne Location hier auf jeden Fall. Alles sehr Das Kälbschgeschnetzelte mit Rösti? Zürcher Art. traditionell eingerichtet. Das ist so eine richtig leckere, cremige Pilzrahmsoße mit richtig zartem Fleisch und dann auf der Kartoffelpuffer, dem alle Stücke auseinanderfällt. Traum. Aber Rösti fühle ich sehr. Ich liebe Rösti, so mit auch noch so Zwiebeln mittendrin und so. Mit wirklich fettig. Du hast gar nicht gern, ne? Das gibt es nicht. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ich liebe Rösti. Oh, sowas isst man gerne. Ich stehe richtig auf deutsches Essen. Modo. So lecker. 40 Franken. 40 Franken. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Ja. Essen hat 40 Franken gekostet. Lass ich mal so stehen. Wie sieht es in Zürich mit Kunst und Kultur aus?
Alter, wie mächtig das aussieht. Sieht gar nicht real aus. Hier die ganze Zeit. Ich fühle mich auch ein bisschen alt, muss ich sagen. Weil früher habe ich gedacht, so, oh, Museen sind so langweilig und so scheiße. Und jetzt mittlerweile, ich bin alt geworden. Einfach die Architektur. Es ist einfach nur krank, was in der Schweiz abgeht. No joke, ich bin so fasziniert die ganze Zeit schon. Da muss ich echt mal sagen, so die 23 oder 24, keine Ahnung, Franken haben sich auf jeden Fall gelohnt. Hier muss man mal hingehen. Die Schweiz lohnt sich. Die Schweiz lohnt sich sehr schön, oder? Aber ich finde die Schweiz auch lebenswerter als Deutschland. Ich wohne halt schon mein ganzes Leben hier. Ja. Du? Ja, ich auch. Ach so. Gut. Sein, wenn man sich für Kunst und Geschichte interessiert. Ich glaube, ihr könnt jetzt mittlerweile raushören, ich finde Zürich einfach nur krank. Viele Leute haben mir auch geschrieben, dass ich die Langstraße besuchen soll. Diese Straße soll etwas an. Langstraße! Die kenne ich nicht. Langstraße ist Szene. Dort sind doch die Das weißt du noch Prostituierten, die, oder? Oder, Chat? Woher weißt du das? nicht. Ja, woher weißt du das? Das weiß man als Schweizer. Ich weiß es Doch, du bist einfach, du weißt vielleicht, wo in Lausanne ist, Nein. aber das... nicht. Nein. Anders sein als die anderen. Oh nee, Da nee. weiß ich Die nicht. erste Straße, die ich gesehen habe, die nicht so sauber ist. Ist auch eine Straße voller Bars, also hier geht wahrscheinlich am Wochenende die Post ab. Und hier laufen auch ziemlich viele Prostituierte rum. Ich traue mich echt nicht, meine Kamera rauszuholen. Voll krass, irgendwie so mittendrin eine einzige Straße gefühlt, wo alles anders ist als sonst. Da standen überall Prostituierte, da war es assi. Ich habe eben in den News gesehen, gestern gab es anscheinend eine Schießerei genau da. Ja, krass. Und genau eine Straße nebendran. Sieht so aus. Edel und perfekt. Natürlich wollte ich mir noch angucken, wie es im Alltagsleben ausschaut. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht. Mir ist by the way aufgefallen, dass es hier in Zürich nur Migros und Coop. Das sind irgendwie die beiden einzigen Super... Migros und Coop. Digga, nee. Migros und Migros. Coop. Nee, jetzt reicht's aber. Als Schweizer ist das wirklich, tut es weh, Celtics das zu hören. Das heißt Coop und Migro. Coop und Migro. Hoffentlich bist du nicht ins Coop gegangen, weil Coop ist noch viel teurer als Migro. Bemerkt, die ich gesehen habe, Coop gibt es so oft hier auch so Coop to go. Ich glaube, das ist so das schweizerische Rewe. Ey, ich kann es nur immer wieder sagen, aber guckt euch diese Reflexion an. Das ist direkt am Bahnhof. Alter, das ist so schön. Das ist schon aber wir schön, gucken ja. jetzt erstmal die Supermarktpreise an. Mal gucken, ob wir da auch durchgenommen werden. In der Schweiz gibt es einfach auch Brattee. Wo bleibt Suchti? Oh nee, er ist im Coop. Das wird teuer. 2,50 Euro. Junge, wie krank. Hier gibt es einfach so mittendrin so Pommes an der Theke, Frühlingsrollen, Rösti, Pommes für 3 Euro. Also ich muss sagen, hier die Getränkpreise gehen auf jeden Fall noch fit. 1,65 Franken, hier ein Nesti für 1,10. Ich glaube minimal teurer. By the way, natürlich gibt es hier auch wie in jedem anderen Laden, auch in der Schweiz, kostenloses WLAN. Das ist natürlich selbstverständlich hier, selbst im Supermarkt. Also Meistens, Lebensmittel sind hier auf jeden Fall teurer. Guck mal hier so Fertiggerichte bei 6, 7 Franken. Käse hier zum Beispiel auch. Oh, Fleisch ist teuer. Außer hier das billigste Supermarktfleisch, das kostet hier 2,20 Franken. Also manche Sachen sind auf jeden Fall gar nicht so viel teurer als in Deutschland. Aber manche dann auch, keine Ahnung, 3, 4 Mal so viel. Hier würde ich nicht gern jede Woche einkaufen gehen, bin ich ehrlich zu euch. Ich stehe hier gerade vor einem Friseurladen. Herren, 36 Franken. Für einmal Seiten frisch machen. Liebe Freunde, wir befinden uns gerade direkt auf der Bahnhofsstraße. Das ist eine riesige Einkaufsstraße direkt am Bahnhof. Wer hätte es gedacht? Hier sind alle Geschäfte gefüllt, Luxusgeschäfte. Heißt, wenn ihr zu viel Geld habt und mal in Zürich seid, hier ist die perfekte Straße. Wow. Wenn man sich fragt, woher die beste Schokolade der Welt kommt, dann kann man das auf jeden Fall mit der Schweiz beantworten. Selbstverständlich habe ich das auch für euch getestet. Nee. Ja, natürlich. Alle. Aber wieso gehen alle, die nicht aus der Schweiz kommen, direkt zu Läderach, Digga? Läderach ist gar nicht so gut und Läderach ist einfach extrem krasse Preise. Digga, entweder musst du zu Lind gehen, Lind Nein, und Lind ist Sprüngli. nicht. Lind ist auch Okay. sehr geil. Und Okay. Gaille ist auch geil. Und Villa. Villa, aber das sagen wir, weil es von Aber das hier gibt's kommt. auch? Ja, aber das kennt keinen Schwanz. Ja, genau, ja. Frey. Megalon Oh, Frey. Frey. Oh no. Frey kannst du dich ficken. Nee, Frey habe ich gar nicht gern. Freunde, ich bin gerade auf dem Lindenhof und hier hat man eine richtig geile Aussicht auf Zürich, obwohl es gar nicht mal so hoch ist. Hier trifft man sich im Park, hier spielen ganz viele Leute so Schach. Das ist wirklich so eine geile Atmosphäre und wirklich so schön irgendwie zu sehen. Diese Jungs, die sind aber sehr, sehr, sehr am Hartz IV gönnen.
Hartz IV von der In der Schweiz. Schweiz, ja. Die Leute sind fröhlich, glücklich drauf. Hier connectet man die ganze Zeit miteinander, redet mit Fremden, als wären es Freunde. 11 Franken hat uns der ganze Spaß gekostet, 5,50 Franken pro Tafel. Ich habe einmal hier Milchschokolade und einmal Vanille. Mal gucken, das sind 64 Gramm, also richtig wenig. Das ist so eine Guck mal hier, Frechheit. noch so eingepackt. Oh, die riecht schon so intensiv. Boah, geisteskrank. Oh, das ist so ein Genuss. Boah, von so einer Schokolade isst man aber nicht viel, sondern so ein ganz kleiner Snack für zwischendurch und mit vollem Genuss. Das ist geisteskrank. Weiße Schokolade, mein persönlicher Favorit. Oh. Nee, also wer weiße Schokolade lieber hat als braune, also den kann ich einfach auch nicht ernst nehmen. Also wirklich, je länger man kaut, je länger man es im Mund hat, desto intensiver. Boah, wie kann Schokolade so schokoladisch schmecken, Alter? Ich bin Das habe ich auch gesagt, als ich auf Madeira war. Je länger man es im Mund hat, desto... begeistert von Schweizer Schokolade. Ich glaube, ich kaufe mir noch mehr. Ich habe Real Rap keine einzige Negativerfahrung gemacht. Die Leute sind da extrem nett, fröhlich, zuvorkommend. Man merkt wirklich an jeder Ecke, dass es den Schweizern übelst gut geht, sei es wirtschaftlich gesehen oder einfach von der Laune her. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ihr aus der Schweiz kommt und mehr wisst. Das war's mit dem Video. Wenn ihr meine Videos feiert, dann abonniert super gerne den Kanal. Road to Viertelmillion Abonnenten. Haut rein, Leute, und ciao. Ja, aber geiles Video. Sehr, sehr nices Video. Aber ich will nicht sagen, dass die Schweizer immer gut gelaunt sind. Also das schiebt aber ganz anders.